Jolleef Leiit Di Dich desidéiert eng neii Emissionioun e Bléck op Europa ze kucken. An Dir gesit hannner mir ass haute Mëttech vi lass mir hunn an enger halber Stonn hai eng Plenärsessioun hai zu Brüssel. Das bëssen mir aus gewéinlech, well man normalerweis als Plenärsessionen zu Straßburg hunn, an der Tëschen tummer sogenannten Minisessionen hai zu Brüssel, an das haut de Fall. Ein Thema werde ich mal ein bisschen durchschwätzen, das das neue Programm für 2016 den Kommissionen präsentiert hat, hier ein sogenanntes Working-Programm. Ihr wisst, dass die Kommission das Initiativrecht hat, für ein ganz paar Propositionen, Arbeitsdokumente vorzulegen, wo dann an europäische Gesetzgebung Wert auflesen. Das ist aber nicht so, dass das Landesparlament geht, das konträre Parlament hat, wenn noch kein Recht darüber, dann aber trotzdem ein ganz paar Möglichkeiten für Initiativberichte, respektive auch für Resolutionen vorzulegen, wo man dann die Kommission auffordern, an bestimmte Bereiche etwas zu machen. Und das ist natürlich immer der Fall beim sogenannten Arbeitsprogramm. Und das geht dann für 2016, wo wir als Parlament probiert haben, natürlich auch unseren Input, unsere Überlegungen mal dran zu bringen. Ich kann natürlich nicht das ganze Programm durchführen, ich will mich dafür auf ein paar Schwerpunkte fokussieren. Das heißt, einerseits als Kommission ja angetreten mit 10 großen Prioritätslinien, mit 10 großen Leitlinien. Und das ist natürlich, ich meine, der wichtigste ist, neue Impulse setzen für den Arbeitsmarkt, für Wurst man Europa und natürlich auch für sogenannte Investitionen. Dann den digitalen Binnenmarkt, etwas was extrem wichtig ist an alle Bereiche, an unserem täglichen Leben, an der Gesellschaft, aber auch an der Wirtschaft, Arbeitsmarkt, auch das ist extrem wichtig. Dann natürlich auch eine Energieunion, und da ist der Fokus auf Sicherheit gesetzt und auch auf Klimaschutz. Ich komme noch darüber zu sprechen. Der vertiefte Binnenmarkt, das heißt der Binnenmarkt, den wir schon Jahrzehnten installiert haben, funktioniert noch nicht, wie wir uns das vorstellen. Es gibt noch immer viele Hürden, Hemmnisse und wir müssen das besser kriegen. Dann natürlich auch die Reformen, die von der Wirtschaft, der Währungsunion gemacht sind, als die weiterzutreiben. Auch das ist ein wichtiger Abhänger. Und natürlich Migrationspolitik. Ich meine, an diesen Zeiten, wo Flüchtlingsproblematik, Migration, Asylpolitik, wo das von den Hauptsujet ist, ist es normal, dass die Kommission auch weiter, wie das schon das letzte Jahr, auch das nächste Jahr, muss extrem darauf angehen. Das, wie gesagt, vielleicht von meiner Seite an der kurzen Zeit, wo ich kann das durchlegen, pur große Prioritäten, pur große Dossiers. Ich habe schon gesagt, Migration, da muss, wie gesagt, nach mir klar determiniert. Ich muss nach für alle mehr eine einheitliche Lösung finden für Europa. Es muss auch mehr auf Solidarität gesagt gehen. Das heißt, das fehlt im Moment ein bisschen an Europa. Jeder hat aber also ein bisschen seine persönliche Gewünsche, seine Wünsche, seine Überlegungen. Und das kann an einer globalisiert, an einer vernetzten Welt kann das nicht mehr sein. Das gibt für ein kleines Zöpfchen hat. Muss, wie gesagt, mehr auf Europa. Das ist das Sujet par excellence, wo wir nicht mehr an den Griff kriegen, wenn wir mehr Europa haben, mehr zusammenhalten. Und so ist das an die Migration, die ganze Flüchtlingsproblematik nicht zu bewältigen. Energieunion ist auch so ein Sujet, das heißt, da geht es vor allem um Energiesicherheit. Ich meine, wir können bei allem guten Willen, bei allen Überlegungen, die wir haben, für mehr umweltfreundlich, mehr erneuerbare Energiequellen runterzuziehen an unsere Überlegungen, auch an unsere Berechnungen, da werden wir aber auch in Zukunft zu einem großen Teil von Gas, Petrol aufhängig sein. Und ihr wisst schon, dass die aus Ländern kommen, die politisch nicht so stabil sind. Und da geht es darum, für uns als Union aufzustellen, für das zu sichern, das heißt, die Energie anzufeuern, die Energie zu kreieren. Natürlich auch Überlegungen zu feiern, wie kriegen wir das mit proper, wie können wir mehr auf erneuerbare Energie setzen. Aber auch den dritten Punkt muss erschwinglich bleiben, einerseits für die Bürger, aber andererseits auch für uns Wirtschaft, für uns Industrie. Wie gesagt, das sind so die großen Herausforderungen, die bei der Energieunion anstehen. Eine weitere Initiative der Kommission ist die Ökonomie zirkulär. Das heißt, alles, was so Nachhaltigkeit ist und alles, was hauptsächlich Recycling ist, Abfall, das heißt, für da mehr effizient zu gehen, einerseits viel mehr Möglichkeiten
anzusetzen, für Aufhalt zu vermeiden, aber auch einerseits viel mehr Möglichkeiten, Anti-Innovation, Anti-Recherche anzusetzen, für die Recycling besser zu kreieren. Das heißt, dass man mit den wenigen Ressourcen, die wir haben, die wir aus dem Boden oder sonst irgendwo zeigen, dass wir da viel besser wirtschaften, dass wir da viel besser nachhaltig damit umgehen, am Platz von dem, was wir im Moment machen. Das heißt, wir stellen etwas hier an einer ganz kurzer Zeit, das geht ja immer mehr sehr, geht die Produkt praktisch weggehalten. Und das ist einerseits Ressourcenverschwendung. Wir können nicht unendlich damit umgehen. Wir haben eine begrenzte Zahl von Ressourcen. Und das wird auch von den großen Herausforderungen gehen, wo wir auch gespannt sind, wenn die Kommission dann ganz konkret Vorschläge möchte. Und da werden wir auch als Parlament und natürlich auch die Kanzlei sich darüber abbringen. Digitalisierung ist ein Sujet, da kommen wir in Zukunft nicht mit allein. Die Welt dreht so schnell. An den digitalen, das Digital hat Anzug geholt an alle Bereiche von unserem Leben, vom Handy bis. Also das geht ja weiter. Das an unserer Gesellschaft, das auf unserem Arbeitsmarkt, an der Wirtschaft, an der Produktionsauflage und so weiter, am Transport, Logistik. Das heißt, es könnte eine helle Wohl der Felder abzählen, wo die Digitalisierung Anzug hält. Und dann ist natürlich, wie immer da mit dem. Wir können nicht matt machen. Ich meine, in Europa muss sich abstellen, für die großen Herausforderungen dort zu meistern. Und dann ist es natürlich auch einerseits, und das interessiert mich persönlich, weil ich am Komitee de l'Emploi et des Affaires Sociales bin. Das heißt, einerseits, wie gehen wir da mal auch auf den Arbeitsplatz? Es geht immer mehr, nicht mehr die klassischen Arbeitsverhältnisse, wo einen Kontrakt mit seinem Patron möchte und da an die klassischen Systeme aufhält, von Droit du Travail, von Sécurité Sociale. Aber auch konträr geht frei, dass das ja bald wie eine Dienstleistung, die in der anbietet. Das beste Beispiel ist Uber. Uber ist so ein Beispiel am Taxi. Das heißt, da bietet ja, da ist der Chauffeur ja, der bietet eine Leistung und der bietet eine Dienstleistung und an seinen Arbeitsvertrag hat nirgends aufhast. Hier muss selber dafür sorgen, dass hier nur gemeldet ist, dass hier Steuern bezielt, dass hier eine Sécurité Sociale versichert ist, dass hier Pensionsversicherung, alles das. Und so wird das an alle Bereiche. Und das ist auch schon so, dass annähernd 50% von den Arbeitsplätzen nicht mehr das klassische Verhältnis sind. Das heißt, wo ihr einen Arbeitsvertrag hat, wo klar definiert ist, wie viele Stunden ihr schafft, wer die von Lohn so gut hat, an all die anderen Konditionen. Das wird eine von den größten Herausforderungen gehen. Und ich war letzte Woche zu Genf bei der Internationalen Organisation für Arbeit. Das heißt, auch da geht sich für 2019 gibt ein Projekt vorgelegt, da feiert die 100 Jahre. Und da geht es ganz genau um die Zukunft von der Arbeit, an alles, was da damit zusammenhängt. Und wie gesagt, das ist ein extrem wichtiges Dossier, wo ich persönlich auch mich engagieren an den nächsten Jahren. Wie gesagt, ich will mich persönlich engagieren, weil ich am Komitee von der Beschäftigung und vom sozialen Sinn. Es ist so, dass die neue Kommission Jean-Claude Juncker, die angetreten ist für ein Jahr, das ist genau ein Jahr, ist hier angetreten, für mehr Soziales zu bringen, mehr Sozial in Europa. Ich meine, muss ihnen zugestehen, dass sie richtig demarieren, dass sie noch nicht können viel vorweisen können, dass sie aber eine ganz paar Überlegungen haben, eine ganz paar gute Ideen haben, die dann auch 2016 werden an konkret Legislativproposen auflesen. 4 grosse Prioritäten davon, das ist einerseits so ein Pilier, so ein Sockel zu machen von sozialen Rechten. In Europa haben wir im Moment eine Vielfalt von so sozialen Vorgehensweisen, wir haben keine richtigen Mindeststandards. Das will die Kommission da schaffen. Das zweite ist die Revision von der aktuellen Legislation. Wir haben im Moment 24 Direktiven, die sich mit Sozialem befassen. Und die Kommission will die auf den Weg stellen, um zu gucken, was kann ich da vereinfachen, was kann ich mit denen verknüpfen, die sogenannten Better Regulierung, Better Regulation, Besser Gesetzgebung. Alles das, und auch das interessiert mich persönlich, weil ich ja Rapporte sehe für TVP, Gesundheit und Sicherheit auf dem Arbeitsplatz. Ich meine, es gehen auch Evaluierungen in Richtung von neuen Direktiven über karzinogene Stoffe. Das heißt, alles, was am Verdacht ist, krebserregend sind. Alles das wird auch mehr genau geguckt. Wir werden also auch hier eine ganz konkrete Evaluierung, ein ganz konkretes Propos. Also das heißt, keine Deregulierung, da sind wir nicht mit d'accord. Wir werden dafür sorgen, dass die bestehenden Standards angehalten werden, den hohen Sicherheitsschutz, den wir in Europa haben, dass der bleibt, par rapport zu der Welt. Aber wie gesagt, das muss vielleicht ein bisschen Vereinfachungen machen.
Dritte Punkt sind Qualifikationen. Ich meine, da geht es ja auch so, dass grenzüberschreitend immer mehr geschafft wird. Dass einerseits Diplome, Qualifikationen, aber auch Kompetenzen werden da geguckt gehen. Und natürlich die Flüchtlingsproblematik mit der Integration auf den Arbeitsmarkt. Ich meine, wenn die Leute kommen, müssen sie an den Arbeitsmarkt integriert gehen. Und da muss geguckt gehen, was sind ihre Qualifikationen, was sind ihre Kompetenzen. Und da muss man, wie gesagt, darüber diskutieren, darüber einen Weg finden. Der letzte Punkt vielleicht als die Verbindung, die Rekonciliation von der Familie und von der Arbeit, für das besser man in den Anklang zu kriegen. Du hast ja die Proposition von der Direktive über den Congé de Maternité als ja zurückgezogen, weil wir es noch nicht eins gesehen. Und die Kommission will einen neuen Vorschlag machen, nicht nur in dem Bereich, aber wie gesagt, für besser für die Arbeit mit der Familie, die Arbeitswelt mit der Familie besser zu verbinden. Wie gesagt, auch Ende 2015, vierte Programm 2016, könnt ihr neuen Labour Mobility Package op alles was Travailleur transfrontalier als Travailleur détaché als Entsenderichtlinie könnt op den Tisch eng Überschaffung von der europäischer Sécurité sociale, grenzüberschreitender Sécurité sociale. Auch das sind Domänen, die ganz wichtig sind. Natürlich eures Kinder eng Plattform, wo grenzüberschreitend kann geschafft gehen, man geschafft gehen. Auch eine Plattform gegen illegal Schwarzarbeit oder gegen Schwarzarbeit, gegen illegal Arbeit. Auch das wird demnächst auf den Tisch kommen. Das ist ein Pakt, den uns auch am Sozialausschuss ganz stark wird beschäftigen. Am Transport muss ich sagen, also vielleicht ein bisschen mehr ruhig in letzter Zeit. Ein viertes Eisenbahnspaket lebt nach. Die Kommission präsentiert in Aviation Package, das heißt alles, was Luftfahrt ist, Wettbewerbsfähigkeit an der Luftfahrt, aber auch die Rolle von der EASA, von der Europäischen Agence an der Luftfahrt, und natürlich auch ein Gesetzesvorschlag zu den Drohnen. Ihr wisst, die funkgesteuerten Objekte, die gehen immer mehr häufig. Das heißt, es gibt da eine helle Welle von Überlegungen, von Gesetzgebungen, alle Länder ein bisschen weit wild. Das kann nicht sein, und in Europa muss das an der Hinsicht harmonisiert gehen, muss zum Teil Moderne können schaffen. Drohnen halten nicht auf die Grenzen ab. Und wie gesagt, das muss reguliert gehen. Und dann natürlich als letzter Punkt ein Road Package. Alles was Straßenverkehr ist, Verkehrssicherheit, aber auch Umweltprobleme, alles, auch Sozialbedingungen, natürlich Sozialvorschriften, wo zwar teilweise geregelt ist, aber unterschiedlich an den einzelnen Ländern umgesetzt gehen. Das bringt ganz große Probleme auch für Lützeburg mit sich, weil wir ja an einer Großregion leben, wo man direkt mit Grenzen zu dienen, mit anderen Systemen, mit anderen Ländern. Dann natürlich aber auch der letzte Punkt, das Kabotage. Und wie gesagt, alles, was rundherum die Straßen, auch Straßenverkehrssicherheit, alles, was da rundherum zu dienen hat, sind ich persönlich der Meinung, dass ihr müsst eine europäische Agence kreieren und das alles daran abfließen lassen. Darunter schaffen wir, ich werde mich nicht gehen, all die Jahre nicht mehr darauf hinzuweisen, noch die nächsten Jahre. Ich weiß, dass es schwierig ist, dass ganz viele Leute nicht bereit sind, eine neue Agence zu kreieren. Aber bon, wie gesagt, ich gebe mich nicht, und ich meine, das ist ja auch die Rolle von uns als Parlament, das Programm von der Kommission zu konsiderieren und dann als Evaluierung mal dran zu bringen, an sich eben nicht gehen, wie das an der Demokratie, am parlamentarischen Verfahren notwendig ist. Vielmals merci für das Nachgucken und bis die nächste Woche.